Auf der Suche nach der Wahrheit und vor allem nach Lilly? Naja, willkommen zurück hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ja, die gute Lilly wusste schon wieder, wir haben hier zumindest mal einen Kreis. Okay, hier sieht man irgendwie so einen Deko-Shop für Klamotten. Würde auch interessant sein, das dürfte wohl irgendeine Art von... Bitte was sein? Das Pudel-Pokémon aus Alola. Aus Carlos natürlich. Haare schneiden, Haare färben, Haare schneiden, färben, also. Ein Friseur. Tja, warum auch nicht, wa? So, also eigentlich ist die Wegbeschreibung auch ziemlich sinnlos, weil es ist nicht so schwierig, wo man da durch muss, durch kann. Es gibt ja so viele Orte. Das ist auch cool, wa? Alles noch abgezäumt, so wir kommen da gar nicht rein. Was soll überhaupt sein? Wir Magnetilo. Tilo, die müssen Quapuzzi sein. Quapu! Und da sind wir schon. Wow, war das schwierig. Zu finden vor allem. Michael, entschuldige bitte, aber ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Und als ich dort diese tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Tja, es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine Verkäuferin hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Malia finden kann. Sie war ganz in der Nähe. Hump! Ein Pokémon! Hilfe! Lang ist's her, Michael. Deine Inselwanderschaft geht gut voran, wie ich sehe. Das wird den Schutzpatron freuen. Würdest du mir nicht deine Freundin vorstellen? Hey, mein Name ist Lilly. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselwanderschaft. Oder irre ich mich da? Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil... Nun, ich habe meine Gründe. Du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen. Verlass doch auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus, sein Passier ist ein leichtes. Vielen Dank, Mann. Ja, Mann. Pompos. So sollen wir aber in der Bibliothek vorbeischauen. Jo. Denke mal, eine gute Idee war. Die Bibliothek. Stillen wir hier unseren Wissensdurst. Wir versuchen nach einem alten Buch. Dieses Buch erhält eine Legende, von der mir Professor Burnett erzählt hat. Sie besagt, dass die legendären Pokémon von Alola eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Aus der Zerrwelt, wie Giratina. Cool, wa? Ja, wenn es echt so wäre. Elektronisches Gespür sagt mir, dass Lilly Birkenstock die Bibliothek auf dich wartet. Wenn du meinst, Roto. Wenn ich gelesen habe. Ach du Scheiß, ja dann viel Glück. Insofern Verfügung. 3 Minuten benutzen wir einfach die Attacke Fliegen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Tja, VMs halt, wa? Stimmt es, dass in Alola es nicht erlaubt ist? Jo, das stimmt. Gibt gar keine VMs mehr. Was? Das stimmt das wirklich? Ich hab schon ein paar seltsame Regeln. Wie fliegt denn hier hin? Auf Glurak. Was? Ihr trainiert extra Glurak, damit ihr auf ihn reiten könnt? Das ist irgendwie seltsam, aber gleichzeitig auch ziemlich cool. Vielen Dank für deine Hilfe. Ein Thema aus meiner Heimat. Es ist Fliegen! Ja, aber keine VM mehr. In Juda können wir es eigentlich als VM, also als versteckte Maschine. Ist ziemlich selten. Aber hier ist sie wohl eine stinknormale TM. Wow. Sie ist einfach nach Alola rübergeflogen oder rüber, ja, mit dem Schiff gekommen, keine Ahnung, aber sagt die TM so, sie vibriert, sie verändert sich, Also, die VM natürlich, sie verändert sich, Wird keine TM, WTF. Miau, genau. Ich meine, also TM, VM sind eigentlich nur CDs, ich meine, die kannst du theoretisch einfach aus einer Region mitnehmen und dann, naja, müsste sie eigentlich noch gleich bleiben, aber eben, ich glaube, es ist hier ein bisschen anders. Alola Michael, du Dienstlandschaft bist du mit dem Regionalform der Pokémon bereits bestens vertraut, oder? Ja, Mann, mein Slimer zum Beispiel. Regionalform. So nennt man es, wenn ein Pokémon durch den Einfluss in der Umgebung Form und Typ ändert. Falls du einmal die Regionalform eines Nobilikat-Team haben sollst, sag es mir bitte. Niemand habe ich nicht. Vielleicht später mal. Wer weiß. Das Buch ist sehr wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt ausleihen dürfen. Wer ist denn das? Hä?
Meinst du vielleicht das hier? Wirf ruhig einen Blick rein. Vielen Dank. Das Buch der Bücher. Mal sehen. Oder hier, der Titel lautet Das Licht von Alola. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Mondbringer verehrt wurde. Die Kreatur tauchte alles ringsum in Finsternis, als sie die Schutzpatronen der Insel niederrang und sie sich untertan machte. Die Linie der Könige Alolas ward für dahin von der Dunkelheit des Mondbringers erfüllt. Dieser wies nunmehr all jenen Wesen den Weg, die ihren Lebenskreis vollendet hatten. Gemeinsam schufen die Kreatur des Mondes und der Gegenstück die Kreatur der Sonne so neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatrone bestellt wurden. Um ihrer Dankbarkeit gegenüber dem Mondbringer Lunala Ausdruck zu verleihen, ließ man fortan den Klang zweier Flöten in einem Podium ertönen. Ja. Das ist Geschichte im Mond, in der Sonne ist ein bisschen anders, aber fast gleich eigentlich. Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind alle so mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Wie bitte, aber wie kommt es, dass dein Vater so ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, er ist eben selbst alt und wertvoll. Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr Legenden Alolas erzählen. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ich glaube, ich war noch eine Weile hier, war. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? In meiner Bücher stand es die Prüfung vom Typ Elektro auf Ula Ula, nur über einen Bus von Route 10 aus erreichbar ist. Typ Elektro. Alles klar. Und dann sehen wir mal noch welche Pokémon elektrisieren. Naja, du mich auch, Roto. Der Rotodex, Soll gut auf das aufpassen. Wäre mal cool, wenn es irgendwie einsetzen könnte. Die Pokédex-Form kann nicht im Kampf teilnehmen. Sonst geht der Dex kaputt und du musst das Spiel von vorne an beginnen. Tja. Schön scheiße, wa? Ja, irgendwie wäre schon scheiße. So, ihr seht unten auf der Karte, wir können da noch irgendwie gen Norden ziehen. Sprich, hier hoch geht es noch irgendwie. Hier wäre noch, ich glaube, ein Zygarde-Kern während des Abends. Könnte sein. Kap am Stadtrand. Sehr gut. Ich habe, glaube ich, Tag Toxic draußen. Sehr gut. Willi gut. Er ist der Hausmeister. Er ist Hausmeister und sein Name ist nicht Krause, es ist Malcolm. Och nö. Ja gut, ein Duell der Gift-Pokémon. Unrathytox. Erstmal sieht's komplett bescheuert aus. Ja, 5. Gen-Ebene waren die meisten Pokémon, wie ich finde, ziemlich daneben. Aber das Aussehen geht noch, vor allem im Vergleich zu der Entwicklung. Aber der Name Unrathytox. Naja, als die Generation halt aufkam, da hatte ich ein bisschen Mühe mit dem Namen und dachte mir so, okay, ich mache mir irgendwie eine Eselsbrücke. Und Unrathytox oder zu der Eselsbrücke unreines Stück Toxin. Unrathytox, unreines Stück Toxin. Passt irgendwie, aber es ist echt, nee. Wie kann ein Pokémon nur so scheiße aussehen lassen, so einen scheißen Namen geben? Es sieht wirklich aus wie Unrathytox. Ist wie so ein Abfallbeutel, wa? Wenn man es mal so überlegt, hä? Die beiden Ohren vermutlich sind irgendwie die Henkel von einem Abfallbeutel und die Arme sind Müll, der raustritt und so. Blah. Ja, noch eins. Die Entwicklung, wie gesagt, sah noch scheißiger aus. Das hieß Deponitox, oder? Wieso hieß, heißt immer noch. Deponitox, ja, ich mach einen Abschlag, das hat keine Chance gegen meinen Slimer. Gegen meinen Dark Toxic. Denn es ist Gift und Licht. Ja, Malcolm ist platt. So viel zu. Hausmeister Malcolm.
Ein Gegengift. So, habe ich hier noch irgendwie ein Item oder besondere Pokémon? Vielleicht sogar wieder ein Slimer oder ein Unratütox. Das hast du nicht gesehen. Natürlich ein Unratütox. Hallo! Es winkt mir zu. Ja, da dieses Pokémon ist doch einfach nur Müll. Es ist Müll. Es sieht aus wie Müll, es frisst Müll, es ist Müll. Kommt mir zu Hilfe! Ich muss lachen, wenn niemand kommt. Gut, ein anderer Abfallsack kommt, ja, warum auch nicht, wa? Dann kill ich dich eben jetzt sofort. Immer cool war, ich will ein Pokémon fangen, was passiert? SOS Battles, natürlich. Und da kommt der nächste Bodycheck. Das ist eine gefährliche Attacke. Aber es müsste eigentlich klappen. Zur Hilfe! Ja, es kommt keine Hilfe für so einen Abfallsack. Yeah! Wir haben es gefangen. Ich denke mal, Spitzname dürfte klar sein. Sensei. Sein Kopfstoß, nee, ist physisch, war keine physische Attacke. Sensei sollen doch lieber speziell bleiben. Und Ratütox! Yeah! Registriert! Wenn sie beim Müll vollstopft, rülpst es giftige Gase. Wenn diese unabsichtlich einatmen, muss sofort ins Krankenhaus. Okay. Ja. Stinksack. Perfekt. In eine PC-Box. Ja, ja, ja. Nur weg mit dir. So, gibt's sonst noch etwas? Vermutlich schon. Hausmeister Krause? Nee. Erstmal gucken, gibt es sonst noch irgendwas? Vielleicht sogar irgendwo noch ein Item? Oder hast du nicht gesehen? Heinrich? Ist der ist schon wieder hier? Ah. X-Tempo. Dunkelnebel, ja, warum nicht? Ein gewandelte Pokémon. Das ist ein Abfall. Riecht sich weniger schnell als die Artgenossen. Extrem giftig. Diese Eiche. Ja, und deswegen haben sie halt auch ihre Form verändert, ihren Typus und sind deswegen Gift und Licht. Yeah! Gegen die Psycho-Pokémon gefight. Klar, worum geht's? Ach nö, so ein Style-Typi. Ja, 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 mach ich doch. Ich mach die Bewegungen nach, ich mach ja eh nix. Du hast einen lockeren Stil erlernt. Yeah, ich bin voll locker, Mann. Und tschüssi. So, und da haben wir die Recyclinganlage. Besteht 100% aus recyceltem Material. Cool. Was haben wir hier? Und das reicht. Ab nach Hause. Slime. Hey, du da. Das geht nicht. Wir sind noch bei der Arbeit. Hm? Was denn? Du willst doch jetzt nicht so kleinlich sein. Ich will doch nur sehen, was wir hier machen. Ist doch nichts dabei. Okay, Pa. Chef, dann erklärt dir mal alles. Jetzt hat die Mühle in Alola Alpha. Da waren wir eigentlich unser Pokémon zusammen. Dann haben wir das Lamm dann für uns fressen. Ja, bis zu 10 Tonnen am Tag verdrücken. Alter. Jo, Mann, ich bin Inselwanderschaftskandidat. Genau, wir gehen zu anstrengend, okay. Gerne.
Gegen ein Slimeock, ein Alola Slimeock. Yeah, Mann. Angriff der Gift-Pokémon. Hausmeister Gerald. Ja, das sieht schon... Ja, Slimer finde ich noch cool von der Farbe her, aber Slimeock finde ich jetzt Farbe, vor allem das Pink, ein bisschen übertrieben. Und vor allem diese Slideshow da. Was hat der für Drogen-Intus? Alter, vor allem. Der hat einen Slimeock Level 27, ein bisschen schwach, weil wir ehrlich sein sollen. Aber okay, vielleicht kriege ich es ja hin, weil, wenn wir ehrlich sind, ich habe nichts gegen einen Slimeock. Also einen Alola Slimeock. Weil, da hilft nur Boden. Ich habe keine Bodenattacke im Team, das ist ein bisschen doof. So, jetzt reicht's. Hier kommt... Vergiften geht gar nicht, wa? Dummerweise. Aber jetzt wäre im Prinzip Salamandra so geil. Das ist auch Gift-Pokémon und der kann mit Korrosion von anderen vergiften. Ach du Scheiße. Ich überlege, ob ich es echt einsetzen soll, Salamandra. Jetzt kann Slimeock ja vergiften, dank seiner Fähigkeit Korrosion. Ich habe Drachenwut. Aber es ist mir noch ein bisschen zu schwach. Ich fürchte, wenn das Slimeock gut gift, natürlich weniger, wenn es dann in der Unlichttacke kommt. Dann ist es am Arsch. Okay, momentan macht es eh nur den Quatsch. Versuchen wir Aussetzer, wenn er jetzt eine Attacke an dich abfangen kann. Aussetzer! Okay, das wird so nicht viel. Ich versuch's mal, wa? Komm. Komm hervor! Salamandra! Was geht ab, Alter? So, Salamandra hat hier die Fähigkeit Korrosion. Versuchen wir es mal. Hat er nur Komprimato und Säurespeier oder was? Wie gesagt, theoretisch müssen wir vergiften können, aber vielleicht auch eher Toxin, oder? Damit es... Ja, klappt er nicht wirklich. Ist mir zu heikel. Ich mach Drachenwut, komm. Smog trifft die ganze Zeit, aber Drachenwut nicht. Willst du mich verarschen? Komm schon, Salamandra. Ich weiß, das Vieh ist weit entwickelt und sehr, sehr höher, aber du schaffst das schon. Du bist stark. Du bist ein Salamandra. Salamander. Du bist das Salamandra. Boah, das klingt die Verlange schon wieder vor allem stark. Komm schon, Drachenwut. Nummer 40 weg. Ja. Ich weiß, ich weiß. Komm schon. No risk, no fun. Dafür Kill. Salamandra. Braucht eine Attacke, die sicher trifft. Aber ich glaube, ich habe gar nichts davon im Petto, Mann. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, man muss zurückholen. Weil es sind wertvolle Erfahrungspunkte. Gegen einen Slimeock. Ja, jetzt kommt der Quatsch schon wieder. Ja, dauert es ein bisschen, bis ich getroffen habe, aber das wird schon. Aber vielleicht heute nicht mehr. Ja, ist klar, Alter. Ich kann Attacke nur so oft daneben gehen. Ja, ich weiß, Komprimator und so, man kann es übertreiben. Mensch. Aber eine Attacke, die immer trifft, kann noch nicht, wa? Das heißt, alles ein bisschen Glück. Oh, das dauert und dauert. Wieder down. Was haben wir da? Auch davon trifft nichts garantiert. Da ist das Gleiche. Ach, Sense hat da nichts. Nee, es ist... Es ist doof, Freunde. Es ist doof.
Aber natürlich zwar Attacken, die eine hohe Erschlagquote und so weiter haben, aber bringt mir alles nichts. Wenn wir es mal vergiftet hätten können, ne? Das wäre geil gewesen. Dann vielleicht 10 Attacken eine höhere Trefferchance, ich glaube es auch eher weniger. Jetzt kommt sie verliert das Match, weil keines seiner Pokémon mehr trifft. Könnte echt noch hinkommen. Ja. Groundhogs vergiften, warum auch nicht? Kann man machen. Ey, die letzten 6 Tage auch nicht mehr getroffen. Was ist das für ein Scheiß? Also mal ganz kurz gucken, wie es jetzt da eigentlich aussieht bei dem. Ja, den Flucht ist auf maximal, ja, aber... Das ist nicht, dass irgendwie keiner meiner Attacken mehr trifft. Ja, endlich mal. Meine Fresse, hat das gedauert, Freunde. Sehr schön. Muss ich erstmal verdauen. Ja, Grinsen ist so doof. Der Chef ist einfach du. Wir schaffen das niemals. Jetzt reicht's aber. So war's schon als Kind. Sobald es ein bisschen knifflig wird, schmeißt du gleich alles hin. So wie bei Prüfungen. Und jemand nennt sich mein Sohn. Ich bin enttäuscht von dir. Verpiss dich, Mann. Oh, Papa. Ich werde mich anstrengen. Okay. Lass uns kämpfen. Ich hätte gerne noch ein bisschen vorbereitet, aber egal. Komm, wir machen auf die Schnelle. Aber wir hatten gerade einen Slimer. Jetzt kommt ein Slimer. Wie schwer soll das schon sein? Adrenalinus. Okay. Slimer gegen Slimer. Das Duell um die Gift. Yeah. Abschlag. Aua. Ey. Das ist ein Item geklaut. Das finde ich unfair. Giftzahn. Bringt nichts mit dem Gift-Pokémon. Du kannst mich vergiften. Nur Korrosion könnte das. Oh nein, jetzt macht er den gleichen Scheiß. Ja, leg mich am Arsch. Giftzahn. Poison Tooth. Also ich treffe immer noch. Kann man gerade echt die Giftzahn auf Englisch heißt? Echt Poison Tooth? Das wäre eigentlich die wörtliche Übersetzung. So. Komprimator für den Arsch. Und Darktox will es nicht entwickeln. Das ist doch scheiße, Mann. Verflixt nochmal! Sohn, du. Es tut mir leid, ich tauge einfach zu nichts. Du bist eingestellt. Hm? Aber Papa. Nicht Papa, sondern Chef. Du bist eingestellt, sage ich. Du bist nicht als angestellt, sondern als Chef, verstanden? Was? Waren wir gerade auch. Er hat also gegeben. Mein Name der Firma antretet. Vielen Dank, Chef. Ehemaliger Chef. Das ist meine Ehre. Ein kleiner Familienzwist entwickelt wurde. Ja, mir tut's auch leid. Ich sag kein Müll. Krummlöffel. Okay. Ja, Papa. Ja, Daddy. Das war mal etwas Seltsames, wa? So, Krummlöffel. Ich würde mal sagen, da freut sich natürlich unser Kommandutan.
wäre es auch dringend nötig. Ich hätte ja gerne TM-Fliegen. Total ungewohnt, was? Das fliegende TM ist. Naja, was nicht alles gibt. Ich habe mir gerade echt gefragt, ob man noch zurückgehen soll zum Einkaufen. Und ich habe nicht mehr so viel von allem. Ich muss sowieso nochmal zurück. Ach komm, mit Klura geht es schneller und auch ein bisschen heller. Ja. Wenn man sagen, die Prüfung des Typs Elektro machen wir erst in der nächsten Folge. Ich überlege gerade, ich erinnere mich natürlich noch so schwankend daran, wie die war, aber ja, ich glaube, wir müssen es ungefähr hinkriegen. Gut, Party ist schon lange vorbei. Der Part schon lange vorbei. Freunde, danke fürs Zusehen, bis nächstes Mal hier bei Pokémon an der Mond. Ciao zusammen.